Willkommen zurück, Freunde, zu Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, es geht weiter immer weiter. Und ihr seht schon, ich bin zurück im Wolkenhorn, nicht mehr in der Sturminsel. Das liegt daran, ich hatte zu einer Sturminsel angefangen aufzunehmen. Beziehungsweise steht der Leader dort in der Nähe. Aber er hat dann gemerkt, dass es irgendwie geruckelt hat und hat deswegen nochmal neu gestartet. Und deswegen sind wir jetzt einfach hier im Wolkenhorn. Weil ich auch hier sowieso speichern musste. Oder speichern kann. Ich habe gar nicht gespeichert, kann das sein? Ich bin ein bisschen confused. Ich habe tatsächlich noch nicht gespeichert. Machen wir mal hier unten. Weil jetzt beginnt sowieso ein wichtiger Teil. Die Jagd oder die Suche nach den Drachen. Also, wir brauchen ja die Drachen für das Heldenlied. Und ich habe auch, wie besprochen, offscreen geguckt, wie ich es damals gemacht habe. Sprich, das ist ja eigentlich schon mein drittes Mal, wo ich Skyward Sword Let's Playe. Das erste Mal war ja direkt nach Release, das zweite Mal etwa ein halbes Jahr später mit 6 Herzen und im Heldenmodus. Und es war so, beim ersten Mal, wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe, habe ich zuerst die Ranell-Wüste gemacht, dann den Vulkan und dann den Wald von Faerûn. Beim zweiten Mal bin ich zuerst in den Vulkan Eldin, dann in die Wüste und dann nach Faerûn. Oder war es Eldin, dann Faerûn, dann... Nein, ich glaube, es war Eldin, dann Faerûn, dann Ranell. So, jetzt machen wir was anderes. Wir gehen also jetzt zuerst nach Faerûn, dann in die Wüste, dann nach Eldin. Also quasi die Reihenfolge, die wir beim... mit der Suche nach den Flammen auch hatten. Da waren es auch die 3 Gebiete. Und die machen wir jetzt wieder. Genau in der Reihenfolge wieder. Das heißt, ich hätte sogar noch natürlich weitere Optionen, sollte es mal noch ein 4. Mal Let's Playen, dann aber garantiert irgendwie emulatormäßig mit 2K oder 4K Auflösung und so. Dann würde es wieder ein bisschen anders machen. Da bis es so weit wäre, das dauert noch, Freunde. Das mache ich vielleicht nach 20 Jahren Let's Plays oder so. Zum erst bei 10 Jahren, also insofern. Oder 15 Jahren, keine Ahnung. Wir gucken mal, wann ich es machen würde. Aber eben. Bis es soweit ist, das dauert noch ein bisschen. So, wir sind zurück im Wolkenhorn. Ich kann aber schon mal ein paar Dinge aktivieren. Und zwar ein paar Quests. Mal gucken. Denn, ja, eben, es geht jetzt auf Schlussspur zu. Auch wenn wir jetzt einfach wieder in 3 Gebiete zurückgehen. Es ist nicht mehr so viel, Freunde. Also, ich glaube, die 3 Gebiete kriegen wir in unter 10 Folgen durch. Was wir jetzt noch machen müssen. Und Sidequests fehlen doch noch ein paar. Zumal uns ja noch ein paar Herzteile fehlen. Und deswegen denke ich schon mal, wäre nicht so schlecht, jetzt mal die Vorbereitungen zu treffen. Was mir vor allem auch aufgefallen ist, wenn ich die alten Folgen angeguckt habe, die alten Let's Plays. Alter, ist mal die Qualität, wie grausam die damals war. Nicht nur jetzt von der Wii natürlich, also vor allem Wii auf 2K-Monitoren und so. Sondern generell auch das, was ich selber verzapft habe. Die Stimmqualität und so, alles kacke. Er will gar nichts. Unbewusste. Ah ja, gut, das ist natürlich cool. Dankeschön, tschüss. Ich dachte, er hätte schon was für uns. Okay, warte mal. Ist aber kein Problem. Gehen wir ganz kurz im Bazar rein, zum gucken, ob da noch eine Quest aktiv wäre. Der Typ hier fehlt auch plötzlich. Was ist denn da los? Der Wassermann letztens hat ständig so ein verdroschenes Gesicht, Mann. Meinen so ein Kristallding ist das halt kaputt und verkehrt seitdem ständig in seinem Haus. Wenn man am Wahrsage Cooks war, östlichen Teil des Wolkenhorns. Das könnte man machen. Muss man aber nicht. Nee, machen natürlich ganz kurz. Wir müssen ja seine Quest triggern, damit wir, ja, eben auch von ihm noch ein bisschen was bekommen. Vor allem ein paar Juwelen der Güter. Denn ein paar, die fehlen noch. Im östlichen Teil. Hab ich schon markiert eigentlich. Ja, habe ich, okay. Ach ja, Skyward Sword in HD.
Es macht ja so viel Spaß. Lalalala. Wie kommen wir rein? Da schon in die Hütte rein. Mal gucken. Und vor allem in HD sind sie noch um einiges besser aus. Wieso erst irgendwie so im 4K oder so aussehen würde. Müssen wir echt mal in einem Emulator so angucken. Alter, okay, die sieht ein bisschen kaputt aus. Es ist vorbei, es hat keinen Sinn, das ist alles aus. Mein Kristall ist kaputt, so kann ich mir in die Zukunft blicken. Wir brauchen einen neuen Kristall. Ist mein Kristall auch ein Gegenstand aus der Welt unter den Wolken? Hä? Wie denn das? Die Ahnen von diesem Duroku aus der Werkstatt haben ihn einst geborgen und Duroku hat ihn mir verkauft. Wie kamen die Leute damals überhaupt ins Erdland runter? Ich meine, wir haben die Türen quasi jetzt ein bisschen geöffnet, ne? durch die Tafeln der Göttinnen, aber... na okay, gut. Machen wir. Du bist eine Rettung in der Not. Für Aura-Sucher festlegen. Ja, Mann, mach das. Die Aura-Suche ist cool. Das stimmt. Ich bin dir junger Freund. Ohne Kristall bin ich am Arsch. Ja, gut. Das hat es auch gemacht. Machen wir nach dem Drachen, Freunde. Aber jetzt haben wir zumindest mal getriggert. Das ist schon mal sehr gut. Eigentlich könnte es, glaube ich, sogar nach dem Drachen in Eldi machen. Weil der hat ja gerade gesagt, es müsste irgendwie Vulkan und so sein. Und seien wir ehrlich, wir haben das Teil schon mal gesehen. Also wir können uns vorstellen, welchen Gegenstand er sucht. Was als Ersatz für seine Kristallkugel dienen soll. So, ich habe vorhin gesehen, dass der Typ noch was wollte. Genau. Hey Michael, du bist auch ständig unterwegs, wa? Du hast doch einen Klassenkameraden namens Stu, oder? Er sagt, er hat in der Sturmwolke ein wahres Insektenparadies entdeckt. Er mag diese Tierchen sehr, wa? Was soll denn da mit einem Insektenparadies? Ja, der gute Stu. Er ist nämlich auf der Insel, da waren wir auch schon Freunde. Auf der Insel, wo wir da zuvor die Truhe gefunden haben. Wo ich mich gefragt habe, hä, wo ist denn die scheiß Truhe? Und dann bin ich ständig runtergefallen und so. Da war noch der Bienenangriff. Naja, da ist er. Jetzt aber erstmal zurück ins Wolkenmeer und den Wald von Faerûn. Mich nimmt etwas Wunder. Denn es gibt hier noch etwas zum Trick. Der da oben gab fucking 300 Rubine. Was sind es noch 100? Das sind noch 100, wa? Hey, Slitchy! Hey, bitte weg. Ernsthaft jetzt? Die Kohle weg. Okay. Ja, da unten muss ich sowieso. Gebiet, ich hatte etwas zu berichten. Was ist jetzt passiert? Im Wald von Faerûn hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Abschwung dorthin ist momentan nicht möglich. Oh, was haben die jetzt schöner gemacht, hey? Dabei ist der Wasserdrache derjenige, den wir schon mal getroffen haben. Siegelein selbst ist noch alles okay. Weder bricht schon wieder aus. Himmelsfalter, geil. Ja. Weder bricht schon wieder aus. Gut, wir haben jetzt das wahre Masterschwert. Theoretisch können wir ihn ja versiegeln, aber das ist ein anderes Thema. Hatten wir schon mal. Das bei dem Typen nicht so gut funktioniert. Bei dir noch alles cool? Du suchst also die 3 Drachen. Wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, wer ist dir den Weg zum Triforce? Pass auf dich auf. Ich gehe mal auf Nummer sicher, ich traue dem Frieden hier nicht so ganz. Hey Michael, gibt's das denn? Sie kann schon wieder zurück. Und das zu Recht.
Was zum... Oh, gleich geht's los. Keine Panik auf die Titanic. Du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Solange wir das haben, kann uns dieser Kloß keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Nee, ich will nicht. Tschüss, ich geh wieder. Keine andere Mission, ich muss die Drachen finden. Mach du das, Bardo. Viel Glück. Nee, geht nicht wegen Zelda, war das. Scheiße. Na, da dazu rein, krass. Mann, warum kommt der jetzt schon wieder? Das war etwas, was ich nie verstanden habe. Zwischen dem ersten und zweiten Mal dauert es ewig, bis er zurückkommt, jetzt zum dritten Mal direkt wieder. Es droht, Zeldas Siegel seine Grenzen zu bringen oder gar zu sprengen. Ich meine, ich hatte das Siegel gerade mit dem Master-Schwert erneuert. Klar, es war noch nicht das wahre Master-Schwert, aber trotzdem das Master-Schwert. Ich spüre es eigentlich auch. Oh, krass, man merkt sie auch. Cool. Oh, schon wieder was geschieht hier. Ich glaube, es ist sogar so, dass es hier sogar machen muss, weil da kommen wir gar nicht weiter hier im Wald. Nö, eben hier sowieso zu. Kann er wieder abhauen? Jetzt mal ganz doof gefragt. Ich will wieder abhauen. Ja, okay. Wenn jemand sagen würde, oh nee, ich habe keinen Bock drauf, ich mache das zum Schluss. Weil ich glaube, das war ja sogar damals meine Intention, ich glaube sogar beim zweiten Mal durchspielen und gesagt habe, nee, komm, Alpha Verloren, mach jetzt, also den Drachen hier mache als letztes, weil der Verband schon wieder ausbricht. Aber komm, scheiß drauf. So. Freunde, ich trinke mal ganz kurz noch einen Schluck. Uiuiui. Ganz vergessen, dass ich ja Nunchucks angeschnallt habe. Beziehungsweise befestigt habe. So. Ja, was? Also. Und dieses Mal hat er einen ganz geilen Trick drauf, muss ich zugeben. Der Verbannte Reloaded! Alle guten Dinge sind 3, wa? Hat er einen Schwanz? Tatsache. Das ist schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen, wa? Wie beim letzten Mal, alles klar? Jo, machen wir, Bardo. Der ist schon ready. Krasser Typ, Bardo. Okay, das war weniger krass. Aua. Oh. Bardo? Wir langsam ready. Beim ersten Mal geht es vielleicht doch so. Ne, nichts riskieren. So. Der erste Streich. Was jetzt passiert? Heilige Mutter Gottes! Was? Es fliegt auch noch! Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Los, und Kerl vom Himmel. Ja, jetzt, eigentlich ist es sogar jetzt einfacher als zuvor, weil jetzt kann man eigentlich uns hier unten hinstellen. Da er ziemlich zentral jetzt fliegt. Und logischerweise auch hier landen muss. Du, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Nenn's auf ihn, beeil dich. Bin schon dabei.
Man merkt halt schon, dass er halt doch irgendwie halt nur ein hirnloses Monster ist. Aber er wird halt immer mächtiger. Und Power hat er durchaus. Was? Oh oh. Was ist das? Wen hat den Weg verschüttet? Ich komme nicht mehr weiter. Was tun wir jetzt? Michael, steig zum Tempel hoch und komm schnell her. Okay. Bin ich schon einigermaßen richtig? Glaub schon, wa? Jo, perfekt. Was gibt's, Bardo? Hey Michael, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Ich glaube nur noch eins, Michael. Du musst direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich, das ist der einzige Weg. Ja, und das ist ein bisschen tricky. Gut, du bist auf dem Katapult. Zieh auf den Siegelstein aus seinem Kopf. Okay, hat geklappt. Ich kann mich erinnern, dass es auch schon mal nicht geklappt hat. Man muss zugeben, andererseits ist natürlich auch cool gemacht beim dritten Mal jetzt, wo es wirklich wesentlich schneller geht, den Platz zu machen. Wesentlich schneller. Weil er dann wirklich so eine große Angriffsfläche bietet und zu sagen, hey, einfach abschießen, dann kannst du direkt auf den Kopf drauf und so. Oder auf den Kopf drauf zielen. Also ja, gefühlt dauert eigentlich der erste Kampf am längsten, weil du halt wirklich auf die 10 gehen musst. Der zweite geht eigentlich schneller, wenn man halt immer richtig zielt. Und der dritte geht eigentlich am schnellsten. Und natürlich ist halt die Gefahr, dass du halt Link nicht auf seinen Kopf rauf schießen kannst, doch hoch. Und wenn das nicht klappt, bist du halt am Arsch. So, komm, das war jetzt ein wahre Masterschwert. Der müsste jetzt aber für immer und ewig angeschlossen bleiben. So, das Super Triforce-Siegel. Also, es sind 3 Dreiecke. Möge es für ewig halten. Wer es glaubt, wird selig. Oh Mann, das war wirklich knapp. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich gehe gerade zum Tempel, beeil dich und komm nach. Der Grund, wieso ich jetzt wirklich auch den Drachen von Favon jetzt gemacht habe, war auch wirklich derjenige, wo ich mir sage, hey, mache ich es jetzt, weil nachher habe ich den Verbanden hinter mir. Weil nochmal, so kämpfen wie bisher müssen wir nie wieder gegen ihn. Er kommt so nochmal, da ist klar, weil, warum auch nicht, aber beim nächsten Mal, wenn er wieder kommt, ist es ein bisschen anders. Ich finde es sogar eigentlich ziemlich episch. So, hallo Herz. So, damit haben wir das auch schon mal freigeschafft. Weil das war sowieso wichtig, eben auch noch auf die anderen Gebiete. Vor allem für das Gebiet um Ranell. Das ist ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Michael, Bardo, ihr beide habt Großes geleistet. Aber die Abstände, in denen dieses ungeheuer Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Leib des Triforce gefunden, Michael? Ich hab's gerade erzählt, das mit den Drachen. Du suchst also die 3 Drachen, ja? Ja, tut mir leid, meine Gedächtnis ist nicht mehr so gut wie früher. Kacke. Und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weiß es dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Walvenfall wohl am nächsten. Es kann jetzt schaden, da nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß ja, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Walvenfall wohl überflutet. Vielleicht der Wasserdrache? Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Wobei es vielleicht unsere Probleme mit dem Verbanden gelöst hätte. Du kannst das Tor also nicht öffnen, sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellst du die Frage, wie du in den Walvenfall gelangst. Theoretisch mit dem Wolkenvogel drüber abspringen? Warum muss ich auch bei der Vogelstatue landen, ganz ehrlich? Das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Nee, Bardo. Wir schießen nicht einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bereite schon mal alles vor, ja? Komm schnell nach, Michael.
Oh Mann. Ach. Er ist im Grunde ein guter Junge, aber er stellt mir Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Michael. Gib auf dich 8. 9 oder 10. Ich gebe alles. Wie eh und je. So. Erfrischender Schluck. So. Also. Trotz allem kann man sagen, die Folge war erfolgreich. Wir haben den Verband ein drittes Mal besiegt. Wir haben die Quest vorbereitet für den Wahrsager plus für Stu. Ich würde mal sagen, Bardo, schieß uns rein. Weil es mal von Pharaon war, kann man mein Mächtigkatapult direkt hineinschießen. Yo. Aber im von Pharaon, auf geht's! Okay, jetzt sind wir schlecht. Fei, das ist eine Vogelstatue. Die ist noch intakt. Warum konnte es nicht dort landen? Ach, Fei, ey. Ja, hier ist ein bisschen was geflutet worden. Ja. Also, ich meine, ich kenne ja Frühlingsputz und so, aber das ist übertrieben. Das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Oh Mann, ey. Na gut, Freunde. Nächste Folge werden wir rausfinden, was hier abgeht im Wald von Pharaon, warum der geflutet wurde. Und ich glaube, wir quatschen mal mit dem Häuptling da vorne, wa? In der Hoffnung, den Wasserdrachen zu finden, ihn zu bitten, das Wasser wieder abzulassen, falls er es überhaupt war. Also ich hoffe zumindest. Wer soll es sonst gewesen sein? Und von ihm natürlich das Heldenlied zu erlernen, zumindest die eine Strophe von ihm. Oh je. Freunde, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.